Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film läuft. Lang haben wir drauf gewartet, lang haben wir drauf gehofft. Joker Folie A2 lebt aktuell am Kino. Man kann den Film genauso überzeugen wie auch schon den ersten Teil. Da erzähle ich noch an dieser Episode. Den Arthur Fleck alias Joker go festgeholt an an Arkham Asylum gelandet an wat dorop das sind endlich viel Gericht also dass Fall für Gericht behandelt wird und dann desideiert wird wer Martin passiert. Du an der Anstalt lehrten dann Harley Quinzel kennen. Ja, dann gucken wir, wo Drehs hingeht. Ob verurteilt wird, ob flüchten kann, ob was auch immer. Was dann eben soll passieren, gucken wir uns dann an. Während 2 Stunden und 18 Minuten kriegen wir dann das Spektakel heute erzählt. Was soll ich jetzt so? Den ersten Teil ist ein großer Fan von mir. Den ersten Teil wirklich super von Joaquin Phoenix hat immer so einen Oscar gewonnen als besten Hauptdarsteller 4, also als die Rolle vom Joker. Und absolut zu Recht. Die war grandios, nicht das super durchgestaltet. Und wir hatten eine richtig cool Charakterentwicklung, die wirklich bombastisch war an auch einst auch teilweise richtig hart war an den Joaquin Phoenix kommt die Rolle halt richtig schön ausspielen an die Leben an die Rolle anhauchen an das fehlt mir bei Joker Folie A2 komplett. Den Joaquin Phoenix mischt halt denken ich sei best an auch Lady Gaga halt spielt halt wirklich Harley Quinn selbst wirklich immens gut. Also der Schauspieler leidet das ganz auf jeden Fall nicht, dass der Film das kann nicht so überzeugen kann, aber ihnen gibt einfach nicht die nötige Platz gelos für können kreativ zu schaffen an Geschichte als der größten Schwerpunkt vom Film. Und das ganz einfach aus dem Grund, weil irgendwie kein weiß, was du will erzählt geht. Wo die Reise soll hingehen, der ganze Film guckt den sich an das weiß ich nicht, wo geht die Reise hin? Was will die Film als überhaupt mitteilen? Also es fängt immer da an, dass eben an Arkham Asylum ist und meistens von der Zeit einfach just so ein bisschen rundherum steht und ein bisschen lächernd Luft guckt. Das heißt, du hast nicht ganz viel Platz für irgendwie zu schauspielen, das den Moment du. Und das zieht sich schon extrem lang. Der ganze Aufenthalt an Arkham Asylum zieht sich schon extrem lang und du fragst sich, was will man dann lo? Was soll dann hier erzählt gehen? Also das schwirft sowieso über allem die froh. Und dann irgendwann könnt das Ganze zum Gerichtsprozess an. Da fängt der Film an, irgendwie den letzten Film so zu rekapitulieren. Und mit hier und da enger Rückblend. Der Film verweist dann immer darauf hin, wie krass der letzte Teil war. Und bringt dort die Handlung auch nicht so richtig viel rein. Also du fragst sich die ganze Zeit so, für was den zweiten Teil? Du siehst auch schon die Gerüchte, dass ein Todd Phillips eigentlich wirklich Bock darüber gehabt hat. Ich kann mir vorstellen, dass Warner immens darauf gepocht wird, für den zweiten Teil zu machen, wenn es dem Success vom ersten Teil also fehlt quasi an allem. Also die Optik behalten gesagt wirklich fantastisch aus und gegen Schauspieler kann ich nicht so, aber die Geschichte zieht sich wie Gummi. Das ist unvorstellbar und das Allerschlimmste ist, dass dem Arthur Fleck Story halt, die am ersten Teil erzählt wird, irgendwie so revidiert wird. Also wo sich am ersten Teil zum Joker bekannt hat, gesagt hat, das sing Rolle die ihn anhält, gehen wir zurück an hin, probiert die Rolle Last zu gehen, aufzustoßen, hier will Arthur Fleck sehen. Ja, wir gucken uns das an, das vielen hin und hier. Zum Schluss freden sich, okay, am Anfang hatten wir überhaupt keine Charakterentwicklung. Am Anfang haben wir gerade alles das, was am ersten Teil aufgebaut ist, geheim am Arsch und entwickeln uns zurück. Das Ganze spitzt sich auf ein Final zu, die wirklich. Ich will nicht so was passiert, aber ich konnte nicht leben und ich gedacht, du hast wirklich unbefriedigend. Und das ist auch ein Wort, mit dem ich den Film ganz gut beschreiben kann. Der Film ist extrem unbefriedigend. Wir haben keine großen Momente, wir haben keine schockierenden Momente oder mattfühlenden Momente, also wie man das am ersten Teil hatten. Am ersten Teil sind einfach Szenen, die sich immer am Kopf kann, also die einem hängen geblieben sind, wo ihr seht, wie großartig das war. Und das ist hier einfach nicht der Fall. So Szenen sind einfach nicht dran, weil das Ganze sich an seinem Kreis dreht, da weiß, was du will erzählen. Und das ist ganz komisch. Und ja, das Final ist dann einfach das unbefriedigendste, wenn den sich so Kaffee stellen, das sind schon im Tüdeln. Weil die Final, die
präsentiert dir es von der so wieso ginet dann los wieso sind da los 2 Filme gemacht die von der toten Lesung aus wieso aus die Charakter dann abgebaut gehen von der toten Lesung aus an das mega schön dann als nach etwas am Raum wird viel Leute Wert aufstoßen an der das der Film zum Teil als Musical verkauft gouf oder also erwähnt gouf dass der Musical so sind am Trailer gouf nicht so ganz wieder gespiegelt aber es sind der Film als kein klassische Musical für Wäschgold das kein klassische Musical wie in der von einem West Side Story oder so kennt der Film wird Musical Elemente an der das Punkt ist schon Musicals ganz gerne ich gucke ganz gerne Musicals an dem Film steht die Musical-Thematik gut nicht. Das passt gut nicht auf das Setting drauf es schon so gefehlt und Todd Phillips hat irgendwann gedacht weißt du was eine coole Idee wie Musical und dann als das so drauf gehalten gehen an das bringt dem Film überhaupt nicht weil so wie der Contraire es stoppt die ganze Geschichte also alles dann wann der Film aufhängt interessant zu gehen könnt ein Musical-Segment wird der Film aber nicht weiterbringen wird einfach wird sich auffehlt wie ein Pause vom Film ein Pause von einem Film den eine super löst Pacing wird du nach ein Pause dann so dazwischen zu knuppen als einfach frustrierend an so also nicht wie beim Musical soll sehen wann Tanz an Gesangseinlage soll kommen da sind sich darüber fried so sind eigentlich so schon und dabei sind Lieder auch nicht so dass ihr seht der Soundtrack den muss ich mal meine Playlist setzen das ist auch nicht der Fall die Stadt wirkt so drauf geknüpft an steht dem Film einfach er bringt dem Film auch einfach gut nicht nachfleckt die kommen hauptsächlich die Sequenzen kommen hauptsächlich von hin so umdrehen aus von der so Illusionen sind Warnvorstellungen wann ist so so wie so ein Warnvorstellung ausbringt da das gut nicht bremst halt einfach raus das ganz schön also Film den so heiß gelöst go so krass war an Preise überhäuft gouf so dann ob ein entre Guillemets Schluss zu bringen ich hoffe nicht dass es Schluss ich hoffe nicht nach weiter gefordert nicht nach weiter gemolken los dat wann Clift rauen an ich gesehen nicht ganz also ich gesehen ganz klar für mich hat den ersten Teil sollte für sich allein stohlen an den offenen Schluss ob der L'Oreal oder der Warnvorstellungen sind hat einfach sollten so stur bleiben weil auch dat gehalt den offenen Schluss gehalt den zweiten Film komplett also lo hast du Schluss klar was passiert just dass nicht ganz konsequent mit singen Erkrankungen gehen weil dann auch am Gerichtssaal vorgestellt wird an das sind immer so kleine Themen die wichtig und interessant Kälte sehen aber nicht ausgefordert gehen das bleibt denen dann so an der Seele hängen und sehen man doch nicht das Fass op was nicht will auserzählen ganz skurril ganz komisch an sie werden noch nicht auserzählt gehen das gesehen dann wann der Schluss gesehen wird das wäre also die Opfroen die ihr Stamm während dem Film bleiben die werden nicht geklärt gehen also wie gesagt frustrierende Film ist sie wirklich enttäuscht von Joker Folie 2 für mich kriegt der Film eigentlich keine Empfehlung ich ging ball echt so ein los erst den echten an Gedächtnis so wie ein Asern halt so eine Erinnerung an los den zweiten einfach sehen weil ich fand ein Gehalt ultra viel an das ist für allem schuld weil Besatzungen wirklich gut waren also wird Lady Gaga du kann ihn nicht so an dass es schlecht gespielt wird wirklich ganz gut gespielt so wie Joaquin Phoenix halt auch gut gespielt hat aber der Raum war nicht do für so Meesterweg zu schaffen wie den echten an dem Sinn ging so und kommen wir so zum Schluss erzählt mal gerne in die Kommentare wie ihr den Film gefallen wird wie ich den echten gefallen wird das können wir auch gerne verraten an dem Sinn ging so verabschieden ich mich aber wünsche ich noch ganz viel Spaß trotzdem dann am Kino mal wandernder Gucke geht Joker Folie 2 ciao